Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, diesmal zum Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart, 16. Bundesligaspieltag, 15 Uhr gewonnen. Ja, das Ganze wird kurz und schmerzlos. Ja, ich denke, auf jeden Fall verdienter Sieg. Ich denke auch in der Höhe vielleicht ein bisschen hoch, wenn man ehrlich ist, aber mal abgesehen von 10 Minuten in der zweiten Halbzeit hat Stuttgart auch nicht wirklich stattgefunden. Ja klar, in der ersten Halbzeit haben sie irgendwie 2 Schüsschen gehabt. Ich glaube, da war auch nur ein Torschuss bei. Also, ja, ganz komisches Spiel irgendwie. Wir haben nicht wirklich richtig gut gespielt, die meiste Zeit, aber haben trotzdem 5 Tore gemacht. Mein Lieblingsspieler Serge Gnabry mit 3. Nichtsdestotrotz könnte ich da noch einige negative Sachen sagen, aber ich denke, beim 15-0-Sieg, ja, ich habe es schon in den letzten Videos gesagt, die Mannschaft ist einfach am Limit, was die Power angeht, und dann, wenn man dann noch 15-0 gewinnt, auswärts auch noch, ja, auch gut, wenn es keine Zuschauer sind, ja, darf man eigentlich nicht meckern, ne? Nichtsdestotrotz, wenn wir mal einen Blick in die Statistiken schmeißen und gehen vielleicht mal auf die Spieler ganz kurz drauf ein, aber wie gesagt, das darf man alles auch nicht so hoch hängen, ne? Ballbesitz 56 zu 43, Abseitsstellung 0-0 kann nicht sein, allein zum Ende des Spiels, jetzt in 10 Minuten stand Stuttgart irgendwie 2-3 Mal im Abseits. Keine Ahnung, haben sie nicht mitgezählt. Foul 7-7, Zweikämpfe, 43% haben wir nur gewonnen. Schüsse aufs Tor 12-1, Schüsse insgesamt 25-13, Ecken 3-1, angekommene Pässe 391 zu 552, Flanken 4-7. Ja, kommt drauf an, was sie jetzt als Flanke zählen. So wirklich viel mit Flanken haben wir heute nicht gespielt, das stimmt schon. Schüsse insgesamt, Gnabry 4, Levi 4, Sané 3. Torschussvorlagen, Gnabry 2, Müller 1, Sané 1. Gewonnene Zweikämpfe, Levi 7, Sané 6, Davis 5. Ballkontakte 97 Süle, Pavard 94, Hernandez 88. Ich denke, irgendwo an 5., 6. Stelle wird auch der Neuer sein. Er hat heute auch viele Ballkontakte gehabt. Ja, was aber okay ist, wie ich schon sagte. Man darf das alles nicht so tun. Wir haben 5-0 gewonnen. Arthur Belli, da braucht man nichts meckern, ne? Gucken wir kurz rein. Neuer hat, ja, sich keinen Fehler erlaubt, hat aber auch nichts zu tun gehabt, muss man fairerweise sagen. Aber die Anspiele, der Spielaufbau, die Pässe und so, alles gut beim Neuer, will ich eine 2 geben. Fonsi. Ja, Fonsi hat es wieder ein bisschen schwer gehabt, wie die ganze Mannschaft, aber umso länger es ging, umso besser wurde er. Und zum Schluss hin war es dann, hat man gesehen, dass der Akku leer ist, will ich eine 3 geben. Süle hat mir sehr gut gefallen heute. Will ich eine 2 geben, Hernandez will ich eine 3 geben. Süle war ein bisschen der abgeklärtere noch. Hernandez hat wieder super geackert, gar keine Frage, sich in den Zweikampf gehauen. Pavard hat mir auch sehr gut gefallen. Auch wenn Gnabry auf seiner Seite war, teilweise, auch wenn man da wieder gesehen hat, dass die Lücken hinten waren, dass er auch mal wieder 1 gegen 2 war. Hat es trotzdem gut gemacht, hat eine Flanke nur zugelassen, da konnte er auch nichts machen, er war 1 gegen 2, war sogar noch relativ knapp dran am Spieler, um die Flanke vielleicht noch zu verhindern, aber ja, da hat man das wieder den Unterschied gesehen, wenn halt ein Gnabry vor ihm auf der Position spielt und einfach nicht mit nach hinten arbeitet, aber gut, was will man, wenn er vorne 3 Tore macht? Ja, da werden wir, oder ich, mich nicht einig mit dem Gnabry, also, keine Ahnung. Ja, gehört für mich halt einfach mit dazu und man hat es heute wieder ganz klar gesehen, wer da sich mal ein bisschen mit befasst und mal ein bisschen drauf geachtet hat. Aber also heute muss man sagen, haben es dann so Musala oder ein Rocker ganz gut gemacht, die dann von der Mitte mit rausgerückt sind. Also von daher war es einigermaßen okay. Rocker hat ziemlich sehr gut gemacht, was Pässe anbelangt. Immer den Pass auch nach vorne gesucht, immer den Mitspieler gesucht. Schwächen haben wir heute von ihm gesehen, ganz klar der defensive Zweikampf. Ich glaube, erste Halbzeit war es einmal, wo
wo einen sogar noch laufen lässt, 20 Meter zentral vorm Tor. Ansonsten auch so 2, 3 Mal. Da wünscht man sich nochmal so ein bisschen, ja, so ein bisschen mehr Attacke im Zweikampf. Aber gut, wenn man so wenig spielt, ne, ist das vielleicht auch nicht ganz so einfach, so da seinen Rhythmus zu finden. Den Rest hat er wirklich super gemacht, hat mir sehr gut gefallen. Wie ich schon im letzten Talk sagte, man kann ihn immer anspielen, ist egal, ob da 3, 4 Leute drumherum stehen, er findet immer einen Weg zum Mann, kaum Fehlpässe, also sehr sicher am Ball. Wenn er noch ein bisschen das Zweikampfverhalten hinkriegt, ja, dann ist er auf jeden Fall eine starke Alternative in meinen Augen. Müller war heute wenig, also Rocker würde ich eine 3 geben, Müller war heute, Pavard würde ich halt auch eine 3 geben, Müller war heute nicht so. Ne? Müller hatte viel Leerlauf. Ja, man hat ihn dann zwischendurch mal gesehen. Ach, schwierig eine Note. Machen wir eine 3-. Müller war heute nicht wirklich stark. Koman können wir nicht wirklich bewerten. Musala hat es auch gut gemacht, hat wieder gute Szenen gehabt. Aber auch da, klar, wenn er dann den defensiven Part geben muss, sieht man teilweise Zweikampf. Aber er ist halt auch kein defensiver Mittelfeldspieler. War aber vom Zweikampf her trotzdem noch stärker wie Rocker, das muss man auch mal sagen. Hat wichtige 1, 2 Zweikämpfe hinten gewonnen. Musala würde ich auch eine 3 geben. Gnabry würde ich auch eine 3 geben. Passt zu seinen 3 Toren. Bis zu seinem Tor war er vorne auch nicht gut. Es war wieder ein typischer Gnabry. Zweimal draufgepölt, wo es der Winkel komplett Schwachsinn war, wo man hin hätte den Ball in die Mitte legen müssen. Und wo er dann schießen kann, wo er halb zentral vom Tor ist, will er den Ball dann querlegen. Also die Entscheidungen waren wieder bis zu seinem Tor so semi. Die beiden ersten Tore waren natürlich Sahne, keine Frage. Auch schön freigespielt. Und nach hinten war es wieder Note 5. Ja. Es war zwischendurch, hat er mal einen Sprint angezogen, aber dann wäre auch so halbherzig. Also, keine Ahnung. Levi will ich auch eine 3 geben. Was mit Levi heute los war oder auch im letzten Spiel, weiß ich nicht, wirkte sehr unzufrieden. Hat man auch bei seinen Toren gesehen, hat gar nicht wirklich gejubelt. War die ganze Zeit nur am Abwinken und am Rummosern auf dem Platz. Hat sich auch nicht wirklich mitgefreut, wo dann der Gnabry das erste Tor gemacht hat. Weiß ich nicht, war so... Weiß nicht, ob der Levi gerade irgendwie auf einer Ego-Schiene ist oder irgendwas nicht stimmt oder was, keine Ahnung. Hat mir auf jeden Fall nicht so gut gefallen. Hat seine beiden Hütten noch gemacht. Und nach seinem Tor hat er dann auch ein bisschen mehr Bock gehabt. Aber vor dem Tor, wer das mal gesehen hat, dann ist er einfach stehen geblieben. Hat nur einen Schritt gemacht. Hat abgewunken und so. Das war nicht Levi-like. Also ganz ehrlich, das war auch vor allem nicht Bayern-like. Da habe ich mich schon gefragt, ob der Nagelsmann mal nicht langsam die Notbremse ziehen sollte und ihn auswechseln sollte. Das war halt, ja, er hat sich teilweise fallen lassen, hat teilweise viel geackert, hat man auch in den Zweikämpfwerten gesehen. Obwohl die meisten Zweikämpfe hat er dann so die letzten 20 Minuten geholt, die jetzt in der Statistik waren. Ganz komisch im Moment, weiß ich auch nicht, was er hat. Ja, vielleicht belastet ihn das, dass er nicht Ballon de Uhr gewonnen hat oder was ein Schwachsinn ist eigentlich. Sein Preis den Journalisten bestimmen, da muss man sich nicht irgendwie dran hochziehen oder runterziehen lassen. Meiner Meinung nach. Sané, der Sané war der belebende Faktor. Vorher war tote Hose. Wie gesagt, Gnabry, ja. Kopf runter und durch und hat dann den Ball auch 1, 2 Mal reingepölt, einfach ohne mal den Kopf hochzunehmen und zu gucken. Also keine Ahnung. Sané war der Gamechanger, fand ich. Danach war es Offensivspiel viel besser, viel variabler. Coman hatte bis dahin einen schweren Stand auf seiner Seite, die war relativ dicht. Und Coman ist halt auch nicht der Spieler, der so auf der Halbposition spielt. Der spielt halt schon den klaren Außen. Und dann noch auf der linken Seite anstatt auf der rechten. Ja. Gut, wir hoffen, dass das nichts Ernstes ist beim King. Ansonsten auch mal Richards, ja, hat's gut gemacht. Jansu hat es auch gut gemacht. Tillmann, ja, kannst du nicht viel zu sagen, hat ein paar Ballkontakte gehabt. Ich weiß gar nicht, warum der letzte Wechsel, den nicht auch noch drauf steht. Q-Song kam ja auch noch. Hat 1, 2 Pässchen gespielt. Ja, ansonsten bin ich auch nicht wirklich ein Fan von ihm. Ja, was willst du da auch jetzt bewerten dafür, die 15 Minuten, die er da auf dem Platz war. Ja, 15:0 gewonnen, vom Ergebnis her hochzufrieden, vom Spiel her war es okay, also es war jetzt nicht mitreißend, es war aber auch nicht super langweilig, von unserer Seite war es okay, wir haben das gespielt, was wir müssen.
das, was der Tank hergibt. Und da kann Stuttgart froh sein, dass der Tank nicht mehr hergegeben hat. Sonst hätte das ganz böse ins Auge gehen können. Erste Halbzeit war es noch relativ okay von Stuttgarter Seite. Hinten fand ich, da waren sie noch ganz gut. Auch was Zweikämpfe anbelangt, aber zweite Halbzeit, ja, ne? Also hätten wir da mehr Bock gehabt, wäre der Rasen noch im besseren Zustand gewesen. Ja, aber wie gesagt, hochzufrieden. Ein Spiel haben wir noch, dann ist Winterpause. Herbstmeister sind wir. Kommt auf an, wie die anderen Spiele noch sind. Letzte Spiel jetzt gegen zu Hause gegen Wolfsburg, wenn mich nicht alles täuscht. Jo, am Freitag. Also Leute, kurz und schmerzlos heute. Ja, wer Bock hat, wir hören uns am Freitag wieder. Dann ziehen wir vielleicht mal so ein bisschen kleine Hinrundenbilanz. Ansonsten mache ich das vielleicht auch am Wochenende in einem extra Video. Aber das werde ich auf jeden Fall dann noch machen am Wochenende. Ja, und in diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Bleibt gesund. Bis dann. Tschüssi.